Hallo zusammen. Wisst ihr noch, wo wir das letzte Mal stehen geblieben? Also ich meine, wir waren ja schon in dieser Stube, aber meine in der Geschichte. Ja, wisst ihr, mit der Mäusefamilie, seht ihr ja rund um mich herum, dass es um die geht. Wir waren ja im Kirchenturm von Unterseen bei der Mäusefamilie. Und es ist gerade der Grosspapi Theodor, ist gerade in seinem Sessel gehockt, ein bisschen so wie ich jetzt gerade, hat ein Buch vor sich gehabt und wollte gerade anfangen, eine Geschichte zu erzählen. Erstmal war nämlich die Zeit schon herum, darum haben wir sie nicht erzählen. Aber heute, jetzt geht es weiter. Und jetzt könnt ihr dreimal raten, was für eine Geschichte dass er vielleicht seinen vielen Enkel-Mäusekindern erzählt hat. Ja genau, jetzt könnt ihr schnell raten. Und noch vielleicht etwas in Sinn, irgendetwas, das in diesem schweren, dicken, grossen Bibelbuch steht. Also, ja, vielleicht habt ihr es erraten, aber ich sage euch jetzt trotzdem. Es ist die Geschichte von Pfingsten. Pfingsten ist ja jetzt gerade am Wochenende und darum hat der Mäusegrosspapi Theodor gedacht, er erzählt seinen kleinen Mäusli mal, was dort passiert ist. Und das mache ich jetzt auch. Viel Spaß! Der Mäusegrosspapi Theodor erzählt vom Fest mit dem Feuer und dem Wind. Ganz viele Mäuseäugli schauen auf den Theodor. Wer schon ein bisschen rechnen kann ausrechnen, wie viele Äugli das waren, weil es waren nämlich 26 kleine Mäusekinder, die sich aneinander gekuschelt haben und bequem Grossvati zugeschaut haben. Er ist schon fast ein bisschen nervös geworden mit all diesen vielen Äugli. Aber eigentlich weiss er ja, wie es das Geschichten erzählen geht. Und so hat er das Buch aufgeschlagen, noch einen Schluck von seinem Hagebuttentee genommen, die Brille auf seine Augen zurechtgerückt und dann hat er angefangen zu erzählen. Die Freunde von Jesus warten. Und die 12 Jünger und noch ganz viele andere Freundinnen und Freunde von Jesus sind zusammen in einem Haus. Sie essen und trinken, sie falten die Hände, beten und singen. Und sie warten. Sie erzählen sich ihre liebsten Geschichten, die sie zusammen mit Jesus, ihrem Freund, erlebt haben. Von dem grossen Sturm, wo das Boot so voll mit Wasser war. Oder von den vielen Leuten, die Jesus gesund gemacht hat. Und wie gut Jesus Geschichten erzählen konnte. So, dass sie alle ganz nah bei ihm sein wollten. Und eben, beim Feuer wollten immer alle genau neben ihm sitzen. Und ihnen hat der Magen geknurrt, wenn sie daran gedacht haben, wie der brätelte Fisch geschmeckt hat. So fein. Und sogar die heissen und staubigen Füße vom Wandern haben sie sich wieder gewünscht. Wenn doch Jesus noch da wäre, mit ihm wäre das doch gleich. Jesus ist darum nicht mehr bei ihnen. Er ist zurück zu seinem Vater in den Himmel gegangen. Aber er hat noch etwas versprochen, dass er sie nie allein wird lassen und jemanden zu ihnen schickt. Und darum warten sie. Einmal, früh am Morgen, da haben sie gerade ihr Morgengeschirr weggeräumt. Da hat es plötzlich angefangen zu rauschen und ein heftiger Wind weht durchs Haus. Wow, das kennen sie ja noch gar nicht. Und der eine und der andere merkt, dass es nicht ein normaler Wind ist, sondern dass irgendetwas Besonderes passiert. Und dann ist wirklich etwas Wunderbares passiert. Nach dem Wind ist nämlich noch das Feuer in das Zimmer gekommen, wo sie zusammen waren. Aber das Feuer hat nichts verbrannt, sondern ist bei jedem Freund und bei jeder Freundin von Jesus über dem Kopf ein kleines Flämmchen stehen geblieben. Gespässig. Aber irgendwie gut, weil sie haben gespürt, dass in diesem Flämmchen der Heilige Geist ist. Der ist jetzt nämlich zu ihnen gekommen, so dass sie nie mehr allein werden sein. Bei jeder Freundin und jedem Freund von Jesus war der Heilige Geist. Und er konnte sich trösten, wenn sie traurig waren. Oder, was sie dann später auch gemerkt haben, der Heilige Geist war super, um coole Ideen zu geben. Und Mut, wenn sie gerade eine schwierige Aufgabe haben. Und so haben sie angefangen, in ganz verschiedenen Sprachen zu reden. Und auch allen Leuten draussen vor dem Haus
zu erzählen, wer Jesus war und ihre liebsten Geschichten. Und der Heilige Geist war dann irgendwann nicht mehr als Flämmchen oben, sondern in ihrem Herz. Und sie haben immer wieder auch die wichtigste von allen Geschichten erzählt. Bis heute. Sie haben nämlich erzählt, dass Jesus auf die Welt ist gekommen, weil er jeden Mensch, egal ob ganz klein oder ganz gross oder alles dazwischen, weil er jeden Mensch mega, mega gerne hat. Die Mäusekinder haben eine ganz spannende Geschichte gefunden und hätten natürlich am liebsten noch eine zweite und eine dritte und eine vierte gehört. Aber das geht halt nicht immer. Manchmal ist die Zeit auch vorbei. Aber ich bin sicher, dass die kleinen Mäuschen irgendwann ihren Grossvater wieder überzeugen können, eine neue Geschichte zu erzählen. Und wenn es wieder mal so weit ist, dann gehen wir zusammen in den Kirchenturm von Unterseen und hören, was dort passiert ist. Bis dann, ganz eine schöne Pfingsten euch, bis bald und ich sage Tschüss.